Der Königsgreif im Hintergrund ist Geschichte, doch wir leider keinen Schritt weiter. Willkommen zurück hier zu The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, im letzten Part haben wir noch ein paar Spuren entdeckt und so. Wir haben immerhin noch ein Level abgeschafft, ist auch nicht so schlecht, war. Naja, bald schon das nächste, cool. Jedenfalls, Alter, was für ein Sturm. Also eigentlich nicht, aber wie das gerade klingt. Ja, wir brauchen noch ein paar Erfahrungspunkte und vor allem natürlich müssen wir noch ein bisschen Kreuzdorn finden. Also ich denke, Stufe 3 ist für den Greif. Ja, also das wird sicher drin liegen, dass wir das noch machen. Ich hoffe ja, dass Stufe 3 reicht. Wenn nicht, muss ich eventuell offscreen noch ein bisschen gucken und so. Weil wie gesagt, mit den Quests will ich ein bisschen sparsamer sein. Weil dann doch mehr mit der Hauptstory mich beschäftigen will, als da zu sehr mich auf Quests vertiefen. Aber mal schauen, was das alles für Quests sind und so. Sehen wir alles nach und nach. Jetzt erstmal, ja, zurück. Das war ja das aktuelle Standard. Okay, zerstörte Brücke. Sehr schön. Ich will ja eigentlich... Da wären wir. Da müsste unser Kumpel sein. Da haben wir noch eine verfügbare Quest. Die können wir trotzdem mal aufnehmen. Wo wir sie machen, ist eine andere Frage. Geh mal zur Klagebrücke, wa? Gucken mal, wie es hier aussieht mittlerweile. Was? Aha, er kann nur... Oh Gott, hey. Gut, ich meine, das kleinste Problem... Alter! Leck mich am Sack, was war das gerade? Puh, das war jetzt aber ganz knapp. Torgen tut trotzdem Schaden. Kann ich irgendwie auch umgeschaltet runter? Natürlich nicht. Egal, da unten ist der Wegreisepunkt, den ich wollte. Wir können jetzt endlich eine Schnellreise durchführen. Na, geht doch. Ist ja nicht so weit weg, aber trotzdem bitte. Und Dankeschön. Hey ho, wie geht's denn so? Die Gans, Gustav. Jetzt kannst du dich schön im Dreck suchen. Wie war das? Mit dem Kommandanten. Schnauze. Ich hol dich gleich Kill, Mann. Boah, was für ein Wetter. Hey, Wesemir, wie geht's denn so? Wieso bist du hier draußen? Wir sind zu früh, Kumpel. Ich werde uns das Kreuzdorn holen. Und dann gucken wir weiter. Servus. Ja. Rotz mich normal so an und... Ja, ich weiß... Mann, nee, das ist eine Hilfe teilweise. Ich weiß, ich plötzlich rufe, aber will ich das? Nö. Also, mir das jetzt gerade nicht. Die Kräuter brauche ich nicht. Hey, das wäre hier in der Nähe. Naja, mehr oder weniger ist es auch gut. Ich kann auf dem Weg noch die Quest mitnehmen. Haben wir hier oben noch ein paar Viecher? Je nachdem wäre es noch cool. Alter, wie krass dieser Sturm einfach ist. Ich finde das so geil, hey. Ich meine, ich bin ja eher so ein Typ, der... Naja, ich schwör's auch. Ja, ich bin ja generell eher der Typ, der auf Regen und Sturm steht, als so auf Sonnenwetter. Was aber vor allem daran liegt, dass wenn es bei uns mal Sonnenwetter ist, dann ist es richtig heiß, richtig trocken und so. Und da habe ich... Da habe ich so einen Hals drauf. So, alte Frau, servus. Schlüssel verloren, meine Liebe? Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich, meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Leih sie mir, Mütterchen, ich geb sie dir morgen wieder. Da habe ich gestaunt.
Was will er denn nachts braten? Aber ich habe ein gutes Herz. Da habe ich sie ihm gegeben. Was wohl ein Fehler war. Interessant. Und was geschah dann? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf, verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Sie war alt und verrußt und nicht viel wert, schätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Vermutlich nicht mehr ganz lebendig. Mein erster Pfannenauftrag. Gut, ich gehe mal rein und sehe mich um. Du solltest lieber hier warten. Nur für den Fall. Cool. Neue Quest, yeah! Quest verfolgen, gerne. Brich in die verschlossene Hütte ein. Ja, extra Sinne, so. Objekte zerstören, sind mit dem Symbol zack markiert. Das Artzeichen haben wir sowieso ausgerüstet. Ja gut, ich meine, solche Quests gehen jetzt echt schnell, also von dem her. Die können wir durchaus machen, Freunde, das ist kein Problem. Ich muss einfach erstmal beklauen, die Alte. Alter, ich sehe kaum was, ich rufe hier auf. Das erklärt den Gestank. Ja, eine blitzblank. Ich glaube nicht mehr, dass die noch blitzblank ist. Seine Kehle, er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Wie bitte, mein Lieber? Nichts, nichts. Das war cool. So, wir haben wieder ein bisschen Licht hier, das ist ja schön. Wow. Rezept Äther, cool. Gegenstand Schemas. Bring Schemas zu Handwerker mit den entsprechenden Fertigkeiten, damit sie den Gegenstand für dich herstellen. Klingt cool, machen wir sicher demnächst Mal. Ja, Bücher und Dokumente, mir fehlt ihm noch die Pfanne. Aha. Ah, die unbezahlbare Bratpfanne. Sauber geschrubbt. Hä? Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß zum Tinte machen und Briefe schreiben. Gewieft, der Alte. Wenn ich rede, heißt es, ich wäre übergeschnappt. So, ja, ich würde sagen, Quest ist erledigt. Haben wir schon ein Level Up? Nö, natürlich noch nicht. Vielleicht kriege ich erst mal Abschluss. Sollen wir den einfach hier liegen lassen? Ich meine, was soll's mit Seine dem? Kehle, er wurde erdrosselt. Naja, Dann Gerald. einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Hast Wir du die wissen, Sie Pfanne wissen's. gefunden, ja? Hier, Ja. deine Bratpfanne. Meine? Aber die war völlig verrußt. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut, sagt den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal, du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen, für die Reise. Die Alte ist auch eine Hexerin. Plötzlich ihre Klamotten wieder trocken. Alter, was für ein Sound. Yeah. Was? Sind Erfahrungspunkte? Für die Quelle, also gar nicht gelohnt, hey. Mein Gott. Da kriegst du aber recht, relativ, also, ich wollte sagen, ist egal. Also, er hat schon gehört, das kannst du jetzt nicht tun. Was, er will springen? Das war was, so jetzt aber. Okay, da drüben soll irgendwo Kreuzdorn sein. Sag mal. Ja, geht doch. Ja, also richtig gelohnt für die Quest, wa? Ist bereits das Verbraucher hier? Sieht fast so aus, wa? Okay, wir tauchen mal.
So ein bisschen mehr... Kann ich mehr aufnehmen? Komm schon. Ja, wer weiß, ob auch noch mehr Kreuzdorn später mal. Mir geht langsam Sauerstoff aus. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden. Okay, dann wären wir jetzt schon wohl soweit für... hallo, bin ich jetzt? Ah, da. Wir sind wohl jetzt schon bereit, den Greifen zu jagen, wa? Ich glaube, wir haben jetzt alles. Das Problem ist aber echt, mit Stufe 2 traue ich mich noch nicht so richtig, Leute. Tja, was machen wir da? Ja, denke trotzdem erstmal mit Wesemir sprechen und dann können wir noch weiter gucken, ob man irgendwelche 1, 2 Quests machen soll. Oder direkt auf den Greif losgehen und mal testen, wenn wir sehen, nee, viel zu stark, dann können wir noch weiter schauen. So, Plötze. Da kommt er ja, unser guter Kumpel. Willst du bitte... Also würde ich irgendwie Risen Ride zocken, ganz ehrlich. Hey! Über Stock und Stein in alle Felder rein. Wow, was mache ich hier für einen Quatsch? Alter, nicht mehr kontrollierbares Pferd. Ah, du armer alter Mann. So, hier haben wir Jobbörsen noch, wa? Vor allem die Frage, sehe ich, was die Toten Eindringlinge nehmen? Ne, es sind natürlich nicht, wie viele Erfahrungspunkte sie geben, war. Wäre wohl auch so einfach. Interessante Orte? Naja, dankeschön. Für später, wenn überhaupt. Verdammt, hier kann man schnell auf Stufe 3. Ganz alle Gustav! Wem gehören die Felder am anderen Flussufer? Am Wald? Bojan Klimek. Guter Mann, Meister Hexer. Obwohl er... Schon Ja. gut. Dieser Bojan, wagt er sich bald her, um sein Getreide zu inspizieren? Wozu? Es ist noch lange nicht Erntezeit. Wohl wahr. Ja? Was ist denn, Wolf? Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Borune gejagt haben? Ja, obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Drugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha! Du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100. Für 100 hält er sich aber noch gut. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte, wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von 2 Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Mit ein paar Grafikfehlern vielleicht. Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Ja, ist ja generell auch so, auch wenn es nicht unbedingt um Greifen töten und so in der Art geht, sondern auch um alltägliche Handwerksdinge und so, ist doch immer das Gleiche. Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Ich glaube, es ist wie gesagt noch ein bisschen zu früh. Bis später, Wesemir.
Ich meine, ja, wir haben ja alles beisammen, aber echt, ich finde, es ist noch zu früh. Ich meine, da denkt ihr wirklich Stufe 2 ist schon richtig? Nee, wohl auf keinen Fall. So, wir haben hier noch eine Quest gesehen. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach die Quest noch ganz kurz an. Wir haben noch 5 Minuten Zeit und so. Wenn es leichter ist, geht das. Wenn nicht, können wir es im nächsten Part eben noch versuchen. Das ist ja kein Problem. Und greifen so, wenn wir sehen, ist man zu stark und so. Michael, was soll das? Du musst Level 10 und so jetzt in der Art sein. Dann machen wir das halt. Was ist denn passiert? Ach, ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Irgendein Piss hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles. Der hat ja eine blumige Aussprache. Beleidige mich nicht, Mann. Sorry. Tut mir leid. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einen der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten. Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Kopper. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Viel Glück, Mann. Leb wohl. Naja, mal schauen. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich habe nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit er kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Habe aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Stimmt's? Viel Glück. Watcher, Watcher. Ach ja, seine blumige Aussprache immer wieder. Sehr, sehr geil. Momentan ist jetzt hier aber noch nichts. Meine Quest wechseln. Müsste eigentlich gehen, wa? Hä? Interessante Order. Ja, danke schön. Wieso kann ich die Quest nicht wechseln? Wie jetzt soll hier? Da drin war. Soll ich Druckwelle ausüben? Ja, er wollte dann gerade die Quest wechseln, aber irgendwie wechselt er nicht. Jetzt hier? Ja. Hat sie vollgebracht. Waffen aufwerten. Okay, klingt auch nicht schlecht. Verwissert Waffen. Aha, ganz so. Okay. Können natürlich auf den Greif nachher benutzen, wa? Eine bestimmte Zeit, ist klar. Ich sehe aber, geht das echt nur, wenn ich die Quest ausgerüstet habe? Ich versuche sie da mit R, aber er will irgendwie nicht. Quests, mach's mal so, wa? Fliehenden Stachelbeeren, das haben wir, sind noch dran, Nebenquests. Durchgeknallter Brandstifter. Das kann ich nicht mehr mit R wechseln, das ging doch vorher immer. Naja, ist egal. So, Texas-Sinne suchen, ja, wenn man was finden würde. Kannst du bitte mal aufnehmen? Dankeschön. So, also hier soll irgendwas sein. Hat er gerade schon hier. Ja, jetzt
zieht noch die Nase, ganz toll. Ja. Weiß nicht, wie es alles geht, aber ich sehe nichts. Hä? Ja, doof. Ja, aber das muss doch hier sein. Aber meine Fresse. Stiefelspuren. Ein Mann. Ein großer. Ein Toter. Speichern. Man weiß ja nie. Stinkt nach Pisse und Schnaps. Vor allem Pisse. Hm. Ja, ja, die guten alten Katzenaugen, was? Dankeschön. Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Clever. Wow, 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 wow. Mann, ey. Till von der Hexersinne, ja, ich versuche sie gerade, aber die Waffen halten noch lange, wa? Und da geht schon weiter. Auf dem Schiff gekommen. Ertrunkene. Aber er ist entkommen. Oh oh, wow! Kann bitte mal kurz. Wow, wow, wow! Mann, ich wollte gerade. Ja, da gibt's doch einfach nicht. Ey, Shira, was ist los? Ich kann. Ich gebe jetzt doch nichts mehr. Shira, willst du bitte mal. Was war das gerade? Ich konnte nichts mehr machen. Nicht die Waffe ziehen, nicht abblocken, nicht ausweichen, keine Magie einsetzen, nichts mehr. Okay. Naja, wir sind wieder hier. Okay, Leute, im nächsten Part machen wir hier direkt weiter mit den Trunkenen. Wird, denke ich, schon klappen. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Hä, da geht doch. Hat trotzdem noch einen Feuerschaden. Silberschwert. Wir sind ein Monster, war, denke ich jetzt mal. Okay. Nach dem Kampf dann blocken und direkt angreifen. Ja, klappt auch. Hä? Ich verstehe es nicht, Leute. Ich habe keine Ahnung, was da gerade war. Aber wir werden nachgehen. Im nächsten Part dann wieder hier bei The Witcher 3 Wild Hunt. Dann hoffen wir die Quest abschließen. Und je nachdem, wie viele Punkte es gibt, auch natürlich in Ertrunkenen, können wir vielleicht sogar schon uns zum Greif aufmachen, wa? Naja, mal schauen. Bis dahin. Ciao zusammen.